Liebes küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Es wird Zeit Lieder aus früher Zeit und manche Rodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick und die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Alles Banken spielen wir nach dem Wiener Schal. Die Quitsche klingt halt super fein, die Kontrabomben hinten rein. Und das Gesange klingt jetzt auch schon recht human. Trommeln und Geier, sag's dir was, küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Es wird Zeit Lieder aus früher Zeit und manche Rodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben, zur Pavlatschen Nummer 227. Brav, was ich das gemerkt. Aus Ich hätte schon wieder dem nicht gewusst. Studio Donaufeld wieder einmal. Seit Jawohl. längerer Zeit, dass ich da bin, im Donaufeld wieder. Ja, stimmt. Grüß euch Gott, auch meinerseits mich. zur Pavlatschen an diesem Montag im Juni, der wievielte ist ja der 10. 10. Der 10. Und wir sind wieder da. Es ist die letzten Tage haben wir gelitten oder der Hitz. Jetzt ist auch noch immer warm, aber erträglich, aber dafür sauschwül. Das ist ein Wahnsinn. Und ich höre es, meine Stimme ist Ich ein bisschen weniger, mich stört die Hitze nicht ganz so. Und die Hitze stört mich heute auch nicht so, aber schwül ist es. Schwül, sehr feucht ist. Ja, die Luftfeuchtigkeit ist auch wieder momentan. Ja. Absolut. Was im Winter zu wenig ist, ist jetzt zu viel fast für die Instrumente in der Zwischenzeit. Und ich weiß nicht, was bei mir los ist. Die Stimme ist leider sehr, sehr In Mitleid. im Mitleid. Warum? Also Ja. Mitleidenschaft, weiß ich, die ist nicht da. Und wir haben am Samstag gespielt, da wirklich gekämpft, dass wir das überstehen. Ist aber ganz gut gegangen. Also Ja, das haben wir haben wir geschafft. gut geschafft. Ja. Und dann gestern war es eigentlich besser und heute ist wieder weniger da. Kein Hals mehr nichts, aber die Stimme. Und jetzt haben wir ein paar Tage. Haut's in Klaus einmal ein paar Achteln rein erst. Glaubst du, dass man es hilft? Das, Glaubst oh du, ja, das okay, hilft? haut's eine einmal, bevor wir zur Begrüßung übergehen, haut's gleich einmal eine. Also pass auf, während dir eine haut, gehst du? Gehst Du? Kamerakind, Patrick, Ich so, geh. los geht's. Ich gehe den Wein Ab holen. zum Weinkühlschrank und los geht's. So machen wir das. Jawohl, jawohl, jawohl. Lala, da sieht man die arge Unordnung, die ich da noch habe. Erst die Kisten, die muss ich mal alle. Wo greift er hin? Wo greift er hin? Ui, jetzt hat er verdraht, Habitäre. Bis deppert Legastheniker darfst du auch nicht sein, so wie du das da filmst. Ja, Familie Fuchs. Familie Fuchs. Jawohl. Ein grüner Veltliner, sicher schon. Grüner Veltliner, jawohl, 2021. Da können wir arbeiten. So können wir arbeiten, Patrick. So, bin schon wieder da. Schau mal, sieht sogar meine blauen Socken. Einmalig. Einmalig. Gut. Wahnsinn. Ich will mich nicht komplett zumuten. Ist auch nicht wirklich so interessant. Ja, ich meine, Alter. Ich beginne jetzt sofort mit dem Unbottling. Wir haben den eh schon getrunken, aber Grüner Veltliner 2021 aus Dattendorf, Familie Fuchs. Ja, die haben ja leider aufgehört Ja. mit dem Weinbau. Leider geht es. Ich gieße gleich einmal. Jawohl, bitte, danke. Und dem guten Wolfgang kann man das zu verdanken, dass man dieses Ja. gute Kistel da erholt. So, und mit dem können wir dann nämlich die Begrüßung machen Und in den ein Chat. Schluckerl Wein darf der Patrick ja auch wieder trinken. Natürlich. Bist du wieder ohne Medikamente, du nur weniger. Nein, dieses Allopurinol bleibt mir jetzt einmal. Das ist was? Das ist die Harnsäure zu Ach senken. so, das ist sowas wie die Zylorik. Gichtex oder Urosin oder wie die alle heißen. Ja, der Zylorik, das hat mein Vater lebt, hat Leben lang. Hat der. Ja, das wird bei mir übersetzt Naja, zu sein. gut, Aber ja. was soll man machen? Was wurscht, da darf man trotzdem trinken, ne? Das Ja, ist natürlich. wichtig. Aber, mit ein bisschen Schaum gebremst. Ja, du nur Schaum. Wir können ja Bier Meine trinken, Liebe. weil Schaum gebremst sein willst. Der zum Wohl, Prost. Auf euch. Zum Wohle.
Gesundheit, meine Lieben, gell? Klaus, auf dich besonders. Jawohl, ebenfalls, ebenfalls. Ja, das, Yes. Yes, da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Ich muss da ein bisschen reinfahren noch. Mir gefällt das doch so. Gefällt dir nicht? Jetzt gefällt es mir besser. Hat sich wahrscheinlich nichts geändert, aber es gefällt mir besser. Man muss so sehen. Wir Ja. begrüßen ganz herzlich im Chat, meine Herrschaft, den Paul Hartmann, jawohl, Jawohl. Franz M. Liebe Pavla Schießen, Grüße aus neuen Standort 1120. St. Meidling in der Runde, Franz M. Jetzt ist soweit. Natürlich Weltklasse. Jetzt ist soweit. Die Generalprobe heute bei der Morgenshow, nicht, beim Live-Podcast, erstmals aus Meidling Super. und jetzt die Pavlatschen. Ja. Großartig. Endlich der Franz wieder dabei. Damit die Isabella nicht weit sein noch. Wird nicht weit sein. Ja. Und heute natürlich ganz klar, Meidlinger Ale müssen wir euch heute Müssen wir natürlich. speziell widmen. Matthias Mariacher ist da, Christi Gott, Susanne Faber ist am Start. Yes, genau. Also Trepfelbot kann ich das sicher sagen, dass wir es nicht spielen werden, Susanne, und Heiselfrau wahrscheinlich auch nicht, weil das ist sehr stimmbeanspruchend. Und das Trepfelbot auch. Sie sagen, kannst du allein singen eigentlich? Ist das echt zusammenbringen? Ja, eigentlich schon, ja. Das kann man gleich üben. Das können wir Es nicht. geht zwei Stimmen. Ja, Das aber geht ich- aber zweistimmig. Ja, das ist schön. Aber, ja. Vielleicht bringe ich es zusammen. Schauen wir mal. Ludwig Sass ist da, alles Liebe aus dem Internetloch. Weiß nicht, wie viel ich heute dabei sein kann. Ständig Internet und oder Netzwerk. Nicht, das Ja, das sind wir Niederösterreicher, gell. Das ist ein Krampf, machen wir, ja. Ich weiß. Ja, das ist Peter Brachtl am Start, Franz Brandwein, unser aller Leibjacker. Die Wildcat ist am Start. Ja, hast schon wieder. Tut er nicht weh, tut er nicht weh. geht schon. Ja. Na, geht schon, geht schon. Wildcat, Grüß Gott, Servus. Wolfgang, jawohl. Maba ist da natürlich, ganz klar. Ja, Leibwand. Mittelhessen vertreten. So ist die Paula-Schisterie aus der Westbahn von Wien nach München. Mega einmalig. Ja, in der Westbahn gibt es ja Internetverbindung offenbar. Ja gut, in der ÖBB auch. In der ÖBB, also in Österreich ja. Es ist halt nur exakt bis zur deutschen Grenze, dann ist aus. Dann sind wir in einem Entwicklungsland. Dann ist vorbei gewesen. Die lieben deutschen Freunde mögen mir das verzeihen, aber es ist wirklich im Vergleich teilweise ein Entwicklungsland. Es tut mir Das leid. war, Kannst du ich das konnte damals, ich konnte weder ein WhatsApp noch ein SMS Ja, schicken, gar nicht. geschweige denn telefonieren. Das Gar ging nicht. gar nichts, nicht? Das, wie man da Nichts, gar nichts. nach Aschaffenburg Nein, nicht einmal der Nicht Speisewagen hat funktioniert. Nicht einmal Nicht einmal der nichts ist gegangen, Speisewagen. ja. Es ist unter jeder. Daniel Schlegel, unsere Prinzipesse ist am Start, Jawohl. ist schon wirklich die Grüß Neigung. Gott, grüß Gott. Schönen Abend, liebe Grüße aus Bludenz. Heute schon am Bodensee Skifall gefahren. Na Leihwand, bravo Daniela. Schön. In Bludenz. Bludenz, Patrick, liegt in In Vorarlberg. richtig. Im Na, Unterschied na, zu. was heißt Konstanz? Jawohl. Einmalig. Der Raffi ist da, Christi Gott, jawohl. Schau die Achteln für euch, Dankeschön. Zum Ölen der Stimmbänder, sagt der Franz. Unser Grausenieur Fritz am Start. Ja. In Bad Ischl gab es jede Nacht ein heftiges Gewitter, tagsüber war es gemütlich, halbwegs zumindest wahrscheinlich. Nicht? Wolfgang, bravo. Wolfgang, Aber jawohl. trotzdem, ich glaube, Bad Ischl kann man schon genießen. Bad Ischl war sicher Leihwand. Was hat der Franz Brandwein? Den Biller-Mitarbeitern, die den guten gemischten Satz am Vorgassel Huber hinter den Essiggurken verstecken. Zum Trotz kann ich heute wieder fein anbotteln. Ich weiß jetzt, wo sie ihn verstecken. Bravo, Franz. Super. So, das ist wie mit einem Trüffelschwein. Man kann vom Franz Brandwein kein Wein Nein. verstecken. Das verstehe ich. Auch nicht hinter Essiggurken. Nein, das kann bei mir auch nicht. Aber das ist schon wieder fast makaber, dass für die Essiggurken. Ja, na, die werden sich gedacht, aber das wird das wieder Essig sein vielleicht. Ich weiß ich nicht. Ah, Ich weiß das nicht. ist schon wieder lustig, das ist wieder schön eigentlich, ja. Das hat schon wieder was, ja. Die Maggie sagt auch, das kommt mir ein bisschen arg skurril vor. Ja. Susanne Moser ist da. Grüß dich und Servus. All my staff. So schönes Ambiente die letzten beiden Wochen auch bei der Solo-Pavlatsch war. Heute sind die Buben wieder zurück, ja. All my staff, aber das hat schon was China, gell? Also die, gell, was sagst du? Die von der Solo-Pavlatschen in der Klause? Die erste habe ich gesehen, Das Bild? die letzte habe ich nicht gesehen, die solo Ja, du hast den, aber Die das erste war, das Bild kann was, oder? gell? Ich finde war- das, find das großartig. Und das stimmt wirklich, weil war manche, schön. bei der ersten Mal haben sie es gesagt, bei manchen, nicht, die haben jetzt gemeint, das ist mit dem Kaminfeuer und alles. Jetzt dann wirklich, jetzt müssen sie noch so einen Pullover auch haben oder was, weißt du? So So ein Norweger Pulli oder Norweger. sowas, ja. Und Ein dann, Buch. und dann ein Buch, Charles Dickens vorlesen. Oder in unserem Fall halt, was weiß ich, na, wie heißt denn Heinrich? Heinrich Heine oder was? Nein, Heine. Wie heißt denn da unser Weihnachts... Der österreichische
Der Wagel? Der Wagel, Ja. der Wagel, den habe ich gemeint. Das ist ein Wagel vorlesen. Und es begab sich. Oder Tode Marzig, nicht? Ja, Ja, so, ja. Oder so vorlesen. Das hätte noch passt. das hätte aber, passt, ja. aber nicht zur Jahreszeit. Halt. Nicht wirklich, jetzt ist endlich der Sommer da, nicht? Hoffentlich ist... Quasi. Auf jeden Fall, ja, besser ist auch die Paulatschen mit der Buben. Ja. Ja. Mattal, wir hatten über dieses schöne Mattal. Was? Mattal, wir haben über dieses schöne Mattal, Patrick. Weiß ich nicht, was du meinst, Raffi? Das bitte noch einmal probieren. Oh ja, das Martel, Was ist das? der hat für den der Raffi hat mir ein Foto geschickt. Für sein Foto gibt es ein Martel. Da schon, ja, wieder. Ja, genau. Das habe ich da, das habe ich nicht weitergeschickt. Ja, warte mal, schau mal, ob man der Raffi auch was geschickt hat. Ja, das- ich wunderschönes glaub, ich Martel. Achso, nein, kann ich da nicht. Aber jetzt habe ich das weitergeschickt. Alles klar, ich bin ein bisschen aufgerüstet. Ich kann das jetzt schon da Jawohl. einblenden. Schau das an, oh, ist aber leibend. Ist wirklich leibend worden. Absolut schön, wunderschön. Eine sehr würdige Geschichte, muss ich wirklich sagen. Würdiges Marterl, ja. Schau, mit dem Holzstamm, mit dem schönen Holzstamm. Und das ist drinnen, ich kann es jetzt leider von da nicht so erkennen. Maria wahrscheinlich, gell? Oder was ist denn das? Hi. Die gibt es. Ja, warte mal. Maria mit dem Jesukind Ja, natürlich. schön. Ach so, Danke, ja. Bitte Hab gerne. schon. Weltklasse. Raffi, einmalig, ich glaube, wir hatten das gemacht, Raffi. Das hat er mir nicht geschrieben noch gehabt, aber das Wir haben das gemacht. werden wir jetzt aufklären. Weil ich habe ja super in Auftrag gegeben, wer hat das gemacht? Sehr, sehr leibend. Alfred Schwarzer ist da, servus zusammen, Sabine und ich sind auch wieder mit dabei und Prost, das gefällt mir sehr. Grüß dich gut. Nur Dauer begrüßen wir auch herzlich, sonst muss man schneller weitergehen. Das hat durchgekommen, Das spielt sich ab im Chat bei uns. Ja. Das ist ja schön, ja Wahnsinn. Susanne Moser, Patrick, das Konstanz wird noch lange nachrennen. Ja, das bleibt Solange ich lebe schon. Ja. Schau, Luna Miller, die Anna ist auch da. Geschafft, die Anna. sogar fast pünktlich, guten Abend, das gefällt mir. Schön, ich freue mich Luna wirklich. Miller, einmalig. Muss ich gleich Schluckerl nehmen? Nimm einen Schluck, nimm einen Schluck. Warum du nur allein? Ja, bravo, zum Wohl. Achso, können wir auch. Warum nicht? Jawohl. Schön. Jawohl. Lesung aus dem Buch der Wiener Lieder. Olmers darf, das war aber gut, hä? So eine Messinszenierung. Das war eine Geschichte, ja. Aber das ähnlich haben wir schon mal vorgelesen, auch aus dem Buch. Wienerli-Texte. Das haben wir einmal gemacht vor Jahren. Haben wir gemacht, ja. Vor Jahren. Nur Texte Nur einen vorgelesen. Text vorgelesen. Immer Das so stimmt, abwechselnd. ja, das stimmt. Genau. Und tatsächlich hat ja der Herbert Brickoper hat ja relativ kurz bevor er gestorben ist, 1, 2, 3 Jahre vorher, 2 Jahre vorher vielleicht, Ja, hat er eine Schrammelmesse geschrieben. geschrieben, ja. Die in Litschau in der Kirche uraufgeführt wurde, ja. Ich glaube, von den Nein, Wiener Konzertschauer waren dabei. Konzertschauer, Ja, ja. genau. Herbert Brickoper. Ja. Herbert Brickoper. Den habe ich Schrammelmäßig. irrsinnig geschätzt und geliebt als Kind. Ja. Mit seinen auch Spaß muss sein mit der Sendung und die zweite hat geheißen, auch Spaß muss sein und dann gab es noch, Was war das? ich glaube, das war sie auch Spaß muss sein. Ja, aber Spaß, war schon wirklich. War- Da ist mir gesagt, Herbert Happy, Hi. habe ich immer gelesen, das heißt Happy. Wahrscheinlich. Herbert Der Happy, Brickoper. er ist ja happy, Ja. ja. Nicht? Aber ich bin mal Happy, ich bin mir war gerade mal wieder vom Essen. Herbert Happy, Brickoper. Ja. Ja, Weltklasse. Welche Deutschland ist Entwicklungsland, würde sagen, das wäre noch geschönt. Wir haben Schimpansen an der Regierung, obwohl die sind klüger. Ja, Waldkeit. Ich wollte nichts lostreten, aber es ist wirklich, also Okay. teilweise, ich meine, man muss eins ja auch so, also ich rede jetzt nicht von der Politik, sondern wirklich jetzt von der Infrastruktur vom Land, was natürlich mit Politik zusammenhängt, ist keine Frage, aber Natürlich. ich habe mir das dann schon so gedacht, man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man jetzt als Österreicher das vergleicht, oder als Schweizer, es sind halt da ein paar mehr Leute auch. Ich meine, wir haben 8 Millionen, Nein, das Deutschland haben wir hat, oder 9, ja, und Deutschland Ja, hat über 9, 80. ja. Und Ja. 90, fast 90. Fast das, 90, also ist das zehnfache. Zehnfache kann man sagen, Ja. ungefähr, ja, genau. Also das ist wieder andere Logistik notwendig. Das ist einfach, und andere Gelder natürlich. Ja. Das versteht dann Da schon. geht es um auch. andere Summen dann natürlich. Aber ja, wie absolut gesehen, ja. das, oder mit manchen Leuten, wie man plaudert, um dieses technische Hilfswerk oder was. Gell? Das gibt es ja bei uns nicht. Wir haben die Freiwillige Feuerwehr. Berufsfeuerwehren und das. Und, ja. Ja, Und das dann war ist es das Militär das- wahrscheinlich. Dann Ja. ist es, ja.
Aber die Freiwillige Feuerwehr, meine Berufsfeuerwehr sowieso, die Ja. Freiwillige Feuerwehr bei uns in Österreich ist grundsätzlich, so wie ich das bis jetzt beobachtet oder Ja. verstanden habe, ist einfach wirklich sehr, sehr gut ausgerüstet und ausgebildet. Und auch beides spielt nämlich bei uns zusammen, dass sowohl die Ausrüstung passt, aber auch die Ausbildung. Die Leute sind wirklich dahinter, das ist Und ich alles glaub- freiwillig, aber die sind Ja. wirklich da. Gibt Und ich glaube in Deutschland, zum Beispiel jetzt beim Technischen Hilfswerk, ist sicher die Ausbildung auch nicht das Problem. Aber da ist, glaube ich, wirklich die Ausrüstung das Problem. Also Zum Teil. da habe ich ja Bilder gesehen, also habe ich mir gedacht, alter Fuchs, Den Hochwasser-Einsatz, die haben sie wirklich. das fährt ja gar nicht mehr, das Auto. Aber auch von der Wahnsinn. vom Gewand daher und so zum Ja. Beispiel. Die alten Stähle. Ja, das ist- ich war schmutzen schockiert noch. teilweise. Bist du gescheit? Das hat ja bei uns wie ein kleines Kind, Ja. haben sie die nicht mehr gehabt Ja. bei der Feuerwehr. Wurden die schon ausrangiert damals, die Spitz, die klassischen Feuerwehrhelme, ne? Ja. Wie es mir in Österreich gehabt Nein, Das aber da muss ich echt sagen, das ist zumindest die Beobachtung. Also nicht ja. bitte, meine lieben deutschen Freunde, nicht dass ich da jetzt verarscht und Nein, uns nein, fühlt, nein, nein, gar sondern es ist wirklich die Beobachtung. Und da würde mich natürlich freuen, wenn das aufgeklärt werden würde, so ist hier tatsächlich, dass das irgendwie nicht stimmt. Aber es ist mir wirklich so vorgekommen, ich dachte, Wahnsinn. Und dann halt wirklich was mit der Bahn, aber auch die Straßen. Es ist also, ja, es war. also es ist jetzt, naja, aber oh ja, es ist mir wirklich aufgefallen. Sagen wir so, ich war nicht viel in Deutschland, aber wann ist mir das echt aufgefallen, dass das dort wirklich das hat es früher nicht gegeben, diesen Unterschied. Das war mir früher, ist mir das nicht bewusst worden. Also irgendwas muss da gewesen sein. Sagen wir es so. Jawohl, Landtagsstürmer Markus ist eh schon da. Jawohl, grüß dich Gott. Der Nils sagt, das Ringelspiel war heute super, sind gestern in Wattens in der Kristallwelt ein Ringelspiel gefahren und haben es immer vor mich hingesungen. Bravo. Ja. Wieder Asinger bei einer Skiübertragung. Georg Scheirer, genau. Warte, ich muss schauen, dass ich jetzt runterkomme. Ja, du weiter. Olmersdorf sagt auch, schönes Matterl, ist toll geworden. Absolut. Ja, absolut, ja. Wir haben eine Büste von Brahms entdeckt. Das erste, was mir eingefallen ist, das könnte Klaus sein. Bravo, Wolfgang. Jo, na schon, dass wir jetzt nicht in der Klause sitzen, weil da habe ich von Brahms ein Foto, eine Fotografie an der Wand hängen. Wir sitzt wie so auf dem Gehstock Sessel so und Ja, weiß gar nicht mehr. Hat er irgendwas Oder ich glaube angehauen? eher sogar mit so einem Zigarren nach einer Wanderung sitzt er so ja, da genau. und das Foto habe ich gesagt, das brauche ich. Das brauche ich, weil das. Und so, weißt du, der Bart und die Haare, Weltklasse. Bravo Wolfgang. Das ehrt mich, wenn du das denkst. Martha ist mein Vater, was? Martha hat mein Schwager gemacht. Bravo. Super. Bravo an den Schwager. Großartig. Großartig. Bravo an den Schwager. Wirklich wahr. Muss ich echt sagen. Wirklich, ja. Warte, wo ist denn jetzt nochmal? Das müssen wir suchen. Ich glaube, das war es, gell? Ja. Ja, schau. Echt sehr leibend. Bitte Grüße an den Herrn Schwager ausrichten und sagen, das ist. Ich habe deinen Herrn Papa nicht gekannt, aber ich bin sicher, das ist würdig und recht. Schön. Toll. Toll. Eine wirklich schöne Absolut schön. Ehrenstelle. Ja. Susanne sagt auch, sehr gut gelungen, toll gemacht, Raffi. Happy Brickerbar, mein Name ist Dabs. Ja, gern Scheurer. Klar, Ausrüstung, Freund von mir ist beim Militär. Angreifen darf uns wirklich niemand. Ja, gut, Peter Brachel, Das ist das aber darfst du in Österreich auch nicht. Aber wenn es um die Feuerwehren geht in Österreich, sind wir durchaus gut gerüstet, muss man sagen, ja. Für diverse Einsätze. Also Feuerwehren, ja, also da sind absolut, wir ja. technisch top. Absolut. Also, weiß ich nicht, was da noch gegangen hat, aber Nein, es ist- es ist auch, wenn ich mit den Feuerwehrleuten rede, weil das ist ja auch der Vorteil mit dieser freiwilligen Feuerwehr, dass du ja einen Kontakt hast zu den Leuten. So wie der Sumse war, nicht? Da war nicht nur Jäger, sondern auch Feuerwerker. Wir sagen ja Feuerwerker in Wien, in Österreich. Und ich habe bei mir die Der Klause. ist auch beruflich in der Einsatzzentrale. Genau. Es gibt eine koordinierte in Mistelbach. Richtig, der ja an der Notruf stellt. Stößt, ist Ja. es, ja. Und wir haben bei mir in der Klause bin ich sozusagen direkt zwischen zwei Feuerwehren gelegen, nämlich Bad Schönau und Ungerbach. Die nächste wäre dann Kirchschlag und die nächste dann Grumbach. Also ich habe relativ viel Feuerwehren in meiner Nähe eigentlich, ja, aber Ungerbach und Bad Schönau ist sehr nah. Und die kommen natürlich immer einladen, ne, zum Feuerwehrball. Also das ist nichts anderes wie eigentlich eine Spende holen. Ist ja okay, nicht? Du uns geht zum Feuerwehrball, nicht? Und Absolut da okay. gibst du einer Schmattes und passt. Und da plaudert man natürlich dann oft und je nachdem wie die Zeit ist, plaudert man bei Schnapsal dazu.
Wie war das? Da waren einmal 3 Burschen von der Feuerwehr. Mein Munkelein war dabei, die kann das bestätigen. Warte, ich muss das da noch kurz anschauen, entschuldigt. Da waren 3 Burschen da von der Feuerwehr aus Ungarn. Junge. Und ich wollte dann so sagen, so wie man so schnapseln, nicht? Sage ich, wie sagt man bei euch? Also, mir ist nicht eingefallen, gut wer. Ja, das ist mir nicht eingefallen. Erst da gibt es ja diesen Feuerwehrgruß. Nicht? Ja, wie sagt man bei euch? Und der eine, der hing sich auf einen an und den Schnabel sagt, der Leitz habe ich geschossen. Und der andere sagt sich, nein, der meint was anderes. Nicht? der war schon also bereit, der war im Kampftrinkmodus. Nicht? Der Letzte wird geschossen. Du wirst nicht der erste Besuch gewesen sein, wo es waren, wahrscheinlich nicht. Vermute ich jetzt einmal. Wahrscheinlich nicht. Unterstelle ich jetzt einfach. Aber es war sehr unterhaltsam. Also gut wer. Gut wer, genau. Und die sind schon gut ausgerüstet, muss ich sagen. Also und da stellt sich immer schon außer, dass dann eben sagen, ja, die sagen schon, also im Großen und Ganzen, das geht ganz gut. Ja. Und was Militär betrifft, da weiß ich ja nicht mehr, wieso, aber damals, wie ich noch eingerückt war, da war ja quasi das militärische Vorhaben vom österreichischen Bundes. Ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, oder ob das, ja, es wird damals schon gestimmt haben, haben sie mir da gesagt, war ja nicht die Verteidigung des Landes in dem Sinn, weil das ist nicht möglich. Also egal welche Armee, außer jetzt da irgendwelche, weiß ich nicht, das kommt drauf an, wie groß das Land ist. Bienenfallsoldaten, ne? Ja. Die geht halt mal anwehren, aber wenn jetzt wirklich ein Land, also ein ernstzunehmendes Land, Frankreich, aus welchem Grund auch immer, ist die Abwehr nicht möglich. Nein, geht nicht. Das geht nicht. Daher ist das Ziel, also es war so, dass dann gesagt haben, wenn ein Land Österreich angreift, dann nur aus dem Grund, um durch Österreich durchzukommen. Also wir sind quasi, wo man halt durchgeht. Nicht? Ja, die Transitstrecke. Das ist sozusagen über die Alpen oder durch die Alpen vorbei oder was. Nicht? Das war so. Und deswegen ist quasi die Landesverteidigung, so wie ich das verstanden habe, darauf aufgebaut gewesen, oder wird noch immer so sein, es sozusagen dem Feind möglichst schwer zu machen. Also nicht das Land per se wird verteidigt, sondern also schon so ein paar kritische Punkte, aber in erster Linie werden einfach dann Autobahnbrücken zerstört. Also eigentlich zerstören wir alles dann. Wo es halt geht damit. Und werden Panzerkreuz aufgestellt und so. Keiner durch kann sozusagen. Ja, werden Dämme gesprengt oder keine Ahnung. Ja, was. Aber das ist eigentlich die österreichische Verteidigungsstrategie, wie es zu meiner Zeit war, oder mir halt vermittelt wurde. Weil es ja gegen wem soll ich mich verteidigen? Flächenmäßig sind wir nicht sehr groß, nämlich das ist schwierig einfach. Also wenn Deutschland in Österreich einmarschiert, was willst du? Na gar nichts kannst du machen. Also, gut, jetzt vielleicht gegangen. Ne? Jetzt ist gerade der Mainbauer, der bei euch noch der fahren ist. Aber Technik, ja, weiß ich nicht. Aber gut, reden wir nicht vom Krieg, aber. Ja. Aber der Peter Bartel ist ja klar, Ausrüstung, ja. Guten Abend, alle Brigitte Scheurer, Brigitta Christi. Grüß dich, Brigitta, servus. Die Straßen und Brücken in Deutschland sind alle hin, sagt der Fritz Lauer. Unterhosenmangel beim Bund, noch fragen, wirklich wahr? Nicht einmal Unterhosen gibt es beim Militär. Gut, hat es bei uns aber auch nicht gegeben, also da hat es nur die langen Unterhosen gegeben. Die berühmte Unterflak aus der Feinripp-Ausgabe. Die habe ich auch gehabt, ja. Die war unbenutzt. Unbenutzt. Die habe ich nicht gebraucht. Ich habe gesagt, die langen Unterhosen, die brauchst du dann im Tiefschnee oder was, nicht? Aber da nicht normal. Aber die haben wir schon. Doch nicht im Oktober, wie du weißt, nicht? Ja, da noch nicht. Nein. Brahms mit einer Haltung, so wie das bekannte Bild von Marx, sagt der Olmersdorf, ja, ich glaube, das ist das. War so Land? Das ist sehr an Karl Marx angelehnt. Ja, das stimmt, das ist das, ja. Hab gehört, heute sind 400 Feuerwehrleute in Oberwart und Umgebung Einsatz. Das kann ich mir vorstellen. Ja, da ist ja ordentlich zugegangen. Das schwimmt auch alles, ja. Ja. Georg Scheurer, gesammelte Grüße in die erlauchte Runde. Bravo, Georg. Jetzt muss ich wirklich weitermachen. Ja, Susanne Moser sagt, zu Recht, man kann wirklich froh sein, dass wir so eine tolle Feuerwehr in Österreich haben. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Und das sind wirklich ganz leibende Burschen. Gut ausgebildet, und die Jungen, die dort hinkommen, die lernen ja was fürs Leben auch Kameradschaft und auch das kommt alles dazu, ja. Vor allem, es fängt wirklich bei den Kindern an jetzt. Ja, die Ausbildung bei uns in Österreich, wirklich, wo da gibt es die Kinderfeuerwehr, da die Jugend dazu. Ja. Und das
ist Klar. echt leibend. Können saufen, die können feiern, das ist kein Thema, aber sie wissen wirklich original, wann können sie tschechen und wann nicht. Ja, so ist Also es. so deppert unterwegs sind sie nicht. Die Mama ist da, grüß dich Mama. Grüß dich Gott, servus. Ich habe Einblick in den Zustand von alten Brücken bekommen. Na bravo, Maggie. Am besten wäre, wir stellen ein paar Berge auf, damit keiner drüber kommt. Bravo, Franz Brandwein. Die Essiggurkel helfen schon. Was sagt der Landesstürmer, Markus? Franz Josef Strauß wurde in den 80ern mal gefragt, was er machen würde, wenn Österreich angreift. Kein Problem, kümmert sich die Passauer Feuerwehr. Ja, das ist großartig. Ne? Das Ich hast hab du recht ein damit gespielt. bisschen blöd. Wobei gerade damals jetzt nicht stimmt, weil ich glaube, also zumindest in den 60er Jahren war das österreichische Militär tatsächlich, auch so wurde mir vermittelt, war tatsächlich das modernst ausgestattetste Heer. Ja, wie alles In neu- Europa. Wie alles neu gekommen ist, weil Ja. da war ja alles weg. Ne? Naja, was Wir der durfte man ja 55 keines haben, Ja. bis 55 55 war das alles Ding noch. und dann ist alles gekommen Dann ist alles neu gekommen, ja. von Amerika drüben wahrscheinlich. Ist Und heutzutage sind teilweise noch immer Sachen davon, in Einsatz wahrscheinlich. Wie ich Das ist eingeguckt nicht- bin, habe ich sicher noch irgendwo Das ist natürlich in die Jahre gekommen, gewisse Dinge, muss man Das sagen. stimmt. Ja. Das stimmt. Aber da hat es ja den Wobei, gleichen Schmäh. der Pioniertrupp in Österreich und so, die Pioniere sind durchaus gut aufgestellt, auch muss man ehrlich sagen. Wenn es immer um Katastrophenhilfe und solche Alle sind gut Da aufgestellt. ist das Bundesheer auch gut. Das Ja, es ist bei nur uns- wenn es um die Landesverteidigung geht, jetzt mit, Ja, es ist. weil es Was auch willst du machen? weil es Wir sind sinnlos 8 ist. Millionen Also, Leute, was willst du für. Aber nein, wir sind alle sehr gut aufgestellt. Ah, Die, von die, dem her, die, ne? zum Beispiel Gebirgsfliegereien, die kommen alle zu uns ausbilden. ja, die ganze Gebirgs Amerika, Trupp und Kanada, die alles kommen so, alle zu uns. die ganzen Wanderungen und Ja. wie navigiert man ohne, wenn man Ja. kein Navi hat und so weiter dann und wie geht das alles, sind alle bei uns die Ausbildungen. Ja. Also gerade die, Also wirklich aus erster Hand Ja. wissen wir das, ja. die Gebirgsjäger, Hochgebirgsjäger, das sind schon Sachen, also da kommen schon viel. Also, und als Jagdkommando soll ja auch. Also ich glaube jetzt nicht, unser Heer grundsätzlich ist jetzt nicht so wieder. Na, da sind Es ist halt nur klein. Nicht? und die USA da ist mit den Marines und so weiter, auch, die sind durchaus Ja. manchmal den Trainern nahe, weil, Ja. wie das bei uns, was unsere leisten, nicht? Also, du, Ja, So aber da nebenbei, sind, nicht? da Also sind das- glaube ich auch viel, ich glaube da ist viel Klischee dahinter, gell? Dass die Marines ist so. und die Ranger, ich meine sicher, ich stehe es nicht auch durch die Ausbildung. nein, ja nicht. Oder die Seals und Überhaupt nicht, ja, wie sie alle hassen. Aber ich glaube, gut, dann ist es natürlich ein kampferprobtes Land, muss man auch sagen. Die haben halt leider eine permanente Übung im Krieg führen. Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass ehrlich gesagt in Europa, also allein wenn man jetzt nur Europa hernimmt, von anderen Armeen will ich gar nicht reden, aber ich glaube schon, dass da jetzt nicht so ist, dass du sagst, die Amerikaner sind die gefährlichsten. Ich glaube, sie sind nicht wahnsinnig viel. Ne? Weil es viel sind und vom Und viel technischen Geld. Standard und so weiter natürlich, was technisches Gerät alles vorhanden ist. Wenn das alles funktioniert, ist wirklich ist sehr mächtig das Ganze. Wenn es aber einmal was ist, wo kein technisches Gerät erforderlich ist oder wenn was ausfällt, ist zum Teil wirklich interessant zu beobachten, wie es versagen dann. Wenn was nicht nach Plan läuft. Ja, das ist schwierig. So spontan dann irgendwelche Ideen zu haben und einfach zu reagieren auf eine Situation, fällt einem dann nicht so leicht oft. Ja. Ja. Dafür sind sie ja da zur Ausbildung bei uns dann auch. Ja, oft. Und So, wie gesagt, dann, das ist, sowas wie die Gebirgssachen, also vor allem die Flieger, die kommen schon, die Hubschrauberpiloten, ne, vor allem, kommen dann schon viel zu. Und die Brigitte sagt richtig, sind natürlich Freiwillige, das kommt schon dazu bei uns bei der Feuerwehr. Ab nächster Woche habt ihr mit der Euro leider große Konkurrenz, Olmeister. Von Fußball, gell? Es ist nicht alles schlecht in Österreich, nein, das stimmt. Nein, es ist viel gut. Mir gefällt viel. Mir Ja, gefällt mit auch viel in Deutschland. der Euro haben wir eine Konkurrenz, darum spielen wir ja heuer nicht, weil die Waldviertler sind ja jetzt da, aber die mussten ausweichen heuer. Das ist alles nur ganz klein, Ach so, sind sie ja. am Hof. Ach Ganz so. klein, Ja. nicht am Rathausplatz, weil ja die das ist ja Public viewing. Der Fußball ist. Ah, Ja. Ja, schon. Yes. Ja, Schau, aber sag nächstes das. Jahr wieder. Ich sage also, wir haben keine Konkurrenz. Die echten Paparazzi haben da schlicht und einfach zwei Bildschirme laufen. Einen, wo es hin und wieder hinschauen, weil es Fahrt ist, das ist die Euro. Und dann der, wo die Pavlatschen. Genau so schaut das aus. Genau so ist. Hat eigentlich Österreich ihre Marine immer noch? Erst ich glaube, Ja, es gibt schon. zwei Schifferl. Nein, ich weiß, ich glaube, die haben es jetzt verkauft. Ist das schon verkauft jetzt? Also Donau, auf der Donau, Donau, tatsächlich.
tatsächlich hat, ich glaube, das ist jetzt endgültig Bundesheer, im die Polizei hat noch natürlich. Ja, Polizei Polizei, aber ist so. Bundesheer nicht mehr. Ich glaube, das sind, Aber, ja, aber, das, du könntest recht aber haben. es war, also zumindest war Bis vor ein bis paar Jahren vor war Wind vor, ja. ein paar Jahren. Zwei Schiffer Nackeln waren es, ja. Ja. Aber ich glaube, die sind beide jetzt, da war irgendwann mal so ein Bericht, das letzte Kriegsschiff, kannst du nicht sagen, das war ein Kutter halt, ne? der ins Heeresgeschichtliche Museum Eigentum übergegangen ist. Ja. Und das war es dann. Aber es hat wirklich noch bis vor kurzem auf jeden Fall Marine noch gegeben. Redest du jetzt vom Krieg, spielst du oder was? Jawohl, genau. Jawohl, jetzt mal beim ist Krieg sind, nein, jetzt wird einmal geschossen. Der Letzte wird geschossen. Was auch immer das heißen heißt. soll. Letzte geschossen. Wäre ich beim Heer genommen worden, wäre ich zu den Gebirgsjägern gegangen. So ein Gebirge ist ja nicht so schnell, das hätte ich auch erwischt. Ja, das willst du nicht anschießen. Und die Marine ist schwach in Österreich, Fritzl. Ja. Nach dem Ersten Weltkrieg ist die Marine sehr schwach geworden in Österreich, ja. Auch die Marine. Das war mal eine Weltmacht, was das angeht. Aber ja. Die Marine war mir nie sehr gut. Aber ja, war schon deckethaft natürlich. Ja, wollen wir nicht denken. Aber ich meine, ja, genau. das war halt einmal. Nicht? Die Geheimwaffe der Österreich ist das Grantl und Sudan. Ja, das stimmt. Wenn einer einmarschiert, was magst du denn da erst? Mach nicht so einen Dreck, zieh dir die Schuhe raus. Geh, weißt du, aber schon, bevor du reinkommst, die Schuhe abwischen, gell? Weißt du, an der Grenze. Weitgehend, ihr könnt ja Fußball kommentieren, das war er zuerst. Ja, Daniela sagt vollkommen richtig, wir leben in einem wunderschönen Land. Habe ich die letzten Tage wieder festgestellt. Absolut. Ja. Ja, der Franz eben sagt, Waldviertler sind die nicht am Heldenplatz? Nein, eben nicht, weil die Euro. Oder sind sie am Heldenplatz, aber sie sind nicht am Oder Rathausplatz. ach so, meinst nämlich du, jetzt ja. aber alles ein bisschen Das meinst alles anders. Und Rodersplatz, habe ich jetzt verwechselt. alles Entschuldigung, Franz. nicht am Rathausplatz, ja. Ja. Das ist alles anders ein bisschen dort und das ist... Schau mal, Dias Mariaca kennt sie aus. Die beiden Donauschiffe vom österreichischen Bundesheer sind an Betreibervereine verkauft worden. Alles klar. Zumindest eines der beiden ehemaligen ÖBA-Schiffe kann man beim Korneuburger Hafenfest im September sehen. Interessant, gut zu wissen. Ja, das ist... Ja. Der Olmestorf sagt, das ist schön und traurig zugleich, welche Macht der Fußball hat. Wegen Ausweichen vom Rathausplatz und so weiter. Da hängt ein ordentlicher Rattenschwanz dran. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon natürlich. Aber ja, was der Brot und Spiele. Ich darf auf die Spiele nicht vergessen. 5 Euro von Wildcat, von Sani und Mutzi. Naja. Ja, warte, du Marke. Ja, mit dem Nagel kann ich ja nicht zutrinken. Wie wir heute schon gesagt Wie haben. wir schon geredet haben heute in der Früh. Ja. Aber jetzt können wir Wildcat. Wildcat, danke und auf die 2 Nymphen. Sittiche. Sani und Mutzi. Zum Wohle. Dankeschön. So, pass auf. Machen wir es eigentlich Spiel? Spiele er Spielmann. Ulrich. Ja, probieren wir es, aber Probieren ich wir's? weiß, ja, Strophen es ist vielleicht? fort schon. Probieren es. Ja. Tritt nur sein, nur herein, größter Jux, so groß und klein, jeder Schimmel lackiert, wird in Fisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, vorwärts, gehen wir's an. Schön ist so ein Ringspiel, das ist ein Hitz und kostet nicht viel, kostet nicht viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann, immer wieder fort damit und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was er will, schön ist so ein Ringgespiel. Der Franz ganz diskret mit seinem Flirt im Bruder geht. Hier ist zwar ein Ehemann, doch was liegt da dran? Nichts. Mit Gade und Bahö vor die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie, Franzl, schau, ist das nicht deine Frau? Ja, sagt er, Fixlad und Stern, mit meinem Zimmer her. Schön ist so ein Ringspiel, das ist ein Hitz und kostet nicht viel, kostet nicht viel. Damit auch der kleine Mann sich ein
weg. Man kann sagen, was man will. Schön ist so ein Ringgeschwür. Jawohl. Und gleich weiter von Franz Emedy gesagt. Und für die Isabella. In Das Meidlinger. Meidlinger Edel, als Willkommensgruß in Meidling in der neuen Bleibe. Jawohl. In Wien gibt's 23 Bezirke, wo man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns, da gibt's einen Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den gerade so wie ich. Wann mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Meidling kennt, der weiß das eh, wir haben den Meidlinger Schmäh. Wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeitale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasaler, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer sagt wie ein jeden, der schon aufgewachsen ist, bringt Leben in sein Reden. Deshalb weiß man ohne dies, wann mich der fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeitale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Auf geht's, es fäschen Klassen. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeitale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Extra speziell für die Familie Meyerhofer. Jawohl. Meidling, jetzt hol ich den Schlüssel und verstell mein Haus. In Meidling daheim sein. Meidling. Jetzt macht das, jetzt macht Jetzt das. mach ich's. Weil, hast du das gehört, Schäbern? Ich hab's jetzt Ja. gehört. Gut, du hast aber sehr fest Nein, aber das... eingeschlagen. Nein, Aber das ist ja, da ist ja, wie der Zonker sagt, da ist ja eine Macht dahinter. Nicht? Das ist ja ein Druck dahinter. Druck bei raus, euch, nicht? Das ist ja. Habt ihr davon gelesen, das Lied, was das Lied geliebt hat? Rodolfo. Schau kein Albertine Pristone gesagt hat. Jawohl. Du, nein, jetzt hol ich das noch Schlüssel. Machen wir gleich Chora Publikum, machen wir da gleich. Jawohl, der Franz schreibt, die Technik ist jetzt zumindest teilweise richtig eingeweiht worden. Das ist schön, Franz, mein Lieber. Jawohl, so gehört das. Super, 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 super. What is in my camera, Was ist in der Gitarre? Kann man ja machen. Schau, das ist ein Beispiel. Eines der Beispiele. Was ist in mein Ersatzseiten? Also das sind nämlich, also das sind keine guten Seiten, das sind billige Seiten. die man geschwind aufzieht von einer Geschwind Reise. aus. Dann habe ich da das wichtige Sackerl. Warum? Weil in diesem wichtigen Sackerl. Ich muss schon lachen, was ich.
Ja, der 50er kommt auf. Ja, nein, das packe ich jetzt nicht aus. Das ist so ein Holzzapfen. Wie heißen die? Weißt du das, wie es heißen? So ein Zapfen, den man dann da bei den Gitarrenseiten rein tut. Seitenpin nennt man Ein das. Seitenpin, da ist ein Seitenpin. Dann habe ich immer Bakemet, schau, da haben sie schon genommen worden. Bakemet immer dabei zur Not. Gut zu wissen, etwa. Ja, immer dabei, ein Nagelzwickerl, Das ist noch wichtiger fast, ja. und der Ikea-Schlüssel. Der Ikea-Schlüssel wichtig, weil eben da zum Verstehen. So, das heißt, ich muss Hubert lockern. Neumüller, kein Pfuscher. Ich hab gedacht, was muss für eine lockern. Dimension ich da reinmache? Einfach der klassische Ikea Sechskantschlüssel. Weil den hat jeder irgendwo daheim sicher. Damit kannst du immer und überall die Neigung des Halswinkels verstellen. Jetzt Das geht's. ist fast zu viel gewesen sein wahrscheinlich jetzt. Nicht zu viel? Nein, lass es wirken. Nein, wenn du sagst zu viel, Du weißt kannst ja Mund- was du da auf Gescheitel magst, Es, zu gibt, viel. es geht ja dann noch weiter nach. Das ist nicht schön jetzt wieder, aber es war wieder zu viel in die andere Richtung. Das weiß ich auch schon. Nix. Schau. Das? Ja, weil mehr geht nicht leider. Das ist, weil irgendwann spielen muss man schon noch. Funktioniert. Ja, sehr gut, sehr gut. Haben wir wieder versteht, so. Auf jeden Fall, das war aus der Rubrik What is in my Guitar Bag? Da gibt es ja so auf YouTube, ne, so diese Rubriken What's in your pocket oder so zum Beispiel. Ne? Dann sagt man, was man immer, oder der Daily Care, der Daily Care, oder so irgendwie heißt das, was einer täglich bei sich hat. Ich weiß nicht, wen das interessiert, ich weiß es nicht. Was einer in die Hosentaschen hat. Aber kann man, ich meine, ja, manche interessiert das wohl. Oh, in der Hosentasche? Ich kann immer meine Taschenfell. Momentan gar nichts. Ich kann mein Taschenfell immer herzeigen, wenn ich jetzt sagen, bin ich nicht da. Aber mein Taschenfell kann ich herzeigen zum Beispiel. Momentan gar nichts eingesteckt, ja. Weil vor der Sendung meine Taschen geleert habe. Das liegt im Nebenraum. Ne? Im Backstage-Bereich nämlich liegt das. Kann man sagen. Kann man sagen, ja. So, das kann ich nicht weggehen, aber siehst Weil hier gibt es nämlich einen Backstage-Bereich. du? Ja, gut, da gibt es Zimmer halt. Ne? Genau so ist es, ja. Ein Ikea-Schlüssel sperrt die ganze Welt auf. Ja, fast, kann man schon sagen. Das stimmt. Kann man schon sagen. Liebe Grüße vom Gardasee, ich habe es auch endlich geschafft, Alexandra Kabach. Jawohl. Alexandra, wir haben ja heute schon Ticket, da haben wir schon Schnackerlstessen gekriegt. Haben wir im Patrick habe ich ernsthaft gefragt, wo Bludenz liegt. Er hat es gewusst, in Vorarlberg. Und hat, ja, Ich wusste es. und es war ihm dann auch klar, Das ist dass schon Konstanz viel wert, ne? nicht in Vorarlberg liegt. Ja. Harry Schneller Fonte. Jawohl, schwarze Lieder von Qualtinger, einmalig. Das ist das lange Pulverl-Ding. Irgendwann muss es ja schon mal ein paar gemäht-Nummer haben. Ja, offenbar ja. Ist das nicht eh schon angerannt vor 10 Jahren? Vielleicht sogar, weil das schon länger in der Gitarrentasche herumgeschleppt wird. Ne? Das wäre aber- durchaus möglich, wobei Bakemet kann nicht hinwehren. Geht ja nicht hin, Muss man ehrlich oder? sagen, ja. Was soll denn da hin? Nicht wirklich, ja bitte. Mephenaminsäure kann nicht wirklich hinwehren. So, geht's gleich weiter mit der Frische, ne? Hätte ich gesagt. Geht's gleich weiter wieder. Jawohl. Und mal ein Schluck Wasser, nicht? Fürs Fernsehen. Ich nehme einen Schluck vom Wein. Momentan ein Jahresgarten. Literaturmuseum ist dabei. Da einiges über Max Winter. Eine traurige Zeit. Ja, mit Literatur bin ich nicht so bewandert. Immer dabei, der Fritzl, ein Schweizer Taschenmesser. Jetzt denkt er ja, dass Konstanz in der Schweiz liegt, aber das stimmt ja nur ein bisschen, sagt sie wieder. Ja, Blödsinn. Niemals, niemals. Schau, der Markus Volker ist doch. Everyday Carry. Everyday Carry, sagt der Ulrich. Ich muss jetzt. Soll ich mein Taschenmesser? Nein, warum soll ich mein Taschenmesser sagen? Na, weil der Fritz was gesagt hat. Immer dabei Schweizer Taschenmesser. Ja, weißt du, Waffenverbotszone aufpassen. Ich habe ja ein wunderschönes Schweizer. Es gibt mehrere Schweizer Messer, aber Ja. ein wunderschönes. Wirklich ein leibendes, muss ich sagen, das haben wir ein Geschenk gekriegt. Wirklich würdig, weil das kannst du nie mitnehmen. Das ist viel zu dick. Das ist viel zu dick, würde ich gerade sagen, genau, ja. Hat alles in sich. Alles. Das ist alles. Das ist alles. Hat sogar, glaube ich, einen Laptop drin. Kannst du die Welt retten damit. Das ist ja ein richtiges, ja. Aber du kannst es nicht reinstecken. Ne? Das ist halt wieder das andere Problem. Nein, weil du verlierst die Hosen, ne? Das ist das Problem. Ja. Das ist ein bisschen eine das- Schwierigkeit. Aber wahrscheinlich wird es wieder zurückgehen bei mir zum Schweizer Zum Taschenmesser. klassischen, ja.
Einen klassischen Weil, das ja oft auch von der Klingenbreite, Länge dann nicht unter diese Waffenverbots. Voll, ja. Und da weiß ich will in Wien nicht aufpassen, wo ich herumgehe. Ich bin eh nicht in Wien unterwegs, aber wenn, will ich nicht drauf achten. Ja, scheiße, ich bin am Reimannplatz ausgestiegen, weil ich weiß nicht, so ein Hauer in der Nähe so und ich gehe da zu Fuß vorbei. Jetzt habe ich mein Schwammerlmesser eingesteckt. Der Schwammermesser, ist ja der Fall. Aber ich stell dir vor, jetzt willst du das kontrollieren, das gibt's ja nicht. Sagt jetzt ihm der Waffe ist verboten und das kostet mir schon 3000er oder 300, das kostet viel Geld. 300er. Ist das so viel? Ist das Nein, es sind 1000er. Es sind nicht nur 100er, es sind 1000er, bitte mal. Depperzanz. Naja, das ist ja... Entschuldige, diesen Ausdruck jetzt von mir, aber wirklich. Na wirklich, ein Taschenpfeil. Erst. Das ist ja was anderes, ob ich ein Schlachtmesser mit habe. Ja, ob ich die Machetten mit habe oder mein... Ja. Kochlöffel und nicht Klapper. Schweizer Taschenpfeil habe ich immer dabei, allerdings ein kleines. Aber Stimmgabel zum Beispiel war auch immer. Der Stimmgabel, ja. Du kannst auch an am Schädel haben. Da kannst du nicht die Nasenlöcher reinfahren bis ins Hirn. Bist du gescheit? Das ist ja Waffen. Eine Waffe. Man sieht mir niemand das mit Humor, weil anders fangen wir zum Weinen an. Sonst das. Wein, Brüderchen, Wein. Was trauen wir uns? Naja, was trauen wir uns? Pass auf, also ein Lausbuben haben wir schon lange nicht gespielt. Oder? Ich glaube schon. Ich bin nicht alt, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mich freut's auch so auf Erden. Mir schmeckt das Bier, mir schmeckt der Wein, mir schmeckt auch das Zigarro. Mein Herz hupft vor Freude in den, seh ich ein sauberes Madel. Ich hab nur einen Wunsch auf er, doch der erfüllt sich nimmer mehr. Einmal möchte ich noch als Bierball Boeing schupfen, wo ich voll drei im Raffler steh und den behupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz die ersten langen Hosen tragen. Ausgekraxeln bei der kleinen Nachbarluppen, dem Hausherrn voller Bosheit auf die Janzen spucken. Bitte lass mich lieber Herrgott mein, einmal noch ein kleiner Lausbub sein. Ich bin so, wie man auf Wienerisch sagt, im Leben ganz gut geraden, nur manches Mal da fühle ich mich nicht gesoden und nicht braten. Da hab ich dann mein eigenes Gefühl, mein Blut pulsiert viel geschwinder, wenn ich im Hofgrund spülen seh, dem Nachbarn seine Kinder. Da geht mein Herz erst zurecht, da weiß ich wieder, was ich will. Einmal möchte ich noch als Bierlerl Boeing schupfen, wo ich von drei Raffler steh und den behupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz, die ersten langen Hosen tragen. Aufgekraxeln auf die längste Dachbodenlatte, dem Nachbarn voller Bosheit sagen, du bist mein Vater. Bitte lass mich lieber Herrgott mein, einmal noch ein kleiner Lausbub sein. Jawohl, schon länger gespielt. Ja, schöne Nummer, ja. Ja. Die Lieder von Gewaltiger sind nichts im Vergleich zu den persönlichen Berichten von Max Winter. Ja. Das ist natürlich was anderes, ja. Die Zeitnummer jedes Wochenende aufgefadelt gestanden sind echt vorbei. Das stimmt, Franz Brandl. Schau, die Luna Miller, was sagt sie? Ich habe in meinen Taschen meist einen Leatherman und Hexenflugshalbe, was man halt so braucht. Bravo. Jawohl, genau so gehört sich das. Du, aber gut, du hast eine Taschen.
Aber ich meine, weil jetzt wirklich, ich hab gesagt, am liebsten hätte ich immer einen Leatherman bei mir. Aber, oder halt zumindest ein Multitool, wie man so sagt. Aber das ist echt groß und so aufwendig. Ne? Das ist mir echt. Aber ich werde mir einen Leatherman wieder besorgen, weil meinen habe ich angebaut. Ja, bravo. Vor 2-3 Jahren schon. Jetzt habe ich Versoffen, ne? Wahrscheinlich. Jetzt habe ich immer in der Harmonikatasche mitgehabt. Jetzt habe ich 3 Zangeln mit und 3 Schraubenzieher mit und jetzt werde ich mir trotzdem einen Leatherman wieder eine. Jetzt kaufe ich mir einen und habe ich einen Drum wieder mit in der Harmonikatasche und nicht. What is in my mehr. guitar bag? What is in my guitar bag? Wo ist er? Wo ist er? So, schau her. Ja, genau. Bitte schön, das ist kein Leatherman. Ist ja nicht notwendig. Das ist vom Hofer. Wenn man das einmal kauft, aber es ist alles da, was du brauchst. Nicht wahr? Eine Zange, ein Fädel. Nicht? Und was halt so, brauchst du nicht viel. Nicht? Und so, nicht? So. Zangel ist einmal ganz wichtig. Zangel ist wichtig. Zangel ist immer wichtig, ja. Wobei ich muss ja wirklich da auf Holz klopfen, seit ich die neue Harmonika seit 13 Jahren bis sind die Ausfälle und Unfälle und Reparaturanfälligkeiten natürlich sehr, sehr zurückgegangen in der Live-Situation. Ja. Aber was die Gitarre betrifft, ist es ja so, dass es eigentlich geht, das brauche ich für einen Seitenwechsel. Unter Umständen. Ja. Nein, oder es ist Oh ja. so, es ist einfacher und es Die ist Knopfzusammenziehung ist materialschonender. einfacher. was Zum ich komme, Beispiel wenn ich allein nur raussehe, das schon. Also, Ja. Ja. Und daher, das ist immer dabei, hat nicht viel gekostet, weiß ich, den 99 oder 20 oder keine Ahnung, was beim Hofer kommt. Dann habe ich der Klause, das habe ich hängen bei meiner Werkstatt Schlüssel und so, dann hängt da so ein Multitool, das man extra gekauft, was jetzt nicht ein Taschel hat, das hat zwar ein Taschel gehabt, das bald, sondern quasi so ein Karabiner integriert. ja, Und das tue ich immer auf die Arbeitshosen aufklipsen, weil da brauche ich keine Taschen, nichts, sondern das ist, wenn ich es brauche, das brauchst du halt. klipp es aber. Ein Griff und du hast das, ja. Und das ist, und die brauchen nicht immer genau. irgendeinen Werkzeugkosten oder irgendwas. Ja, ne? genau. Weil eine Zange oder irgendwo auf Gach, die 2 Schrauber sind auch dabei. Hol ich. Und jetzt überlege ich, wo mein Leatherman ist. Der ist da, glaube ich. Der ist da. Es war schon gut, wenn man weiß, wo er liegt, da, wenn man braucht. Nicht. Ja, nein. Weil sonst sucht man eine halbe Stunde dann, das ist. Nein, jetzt habe ich Das das ist- geschaut. das ist- Nur, dass man da Das ist auch arbeiten nicht so gescheit. gescheit. Nicht? Ja. Nur, dass das alles klargestellt ist. Weil das ist ja in der Gitarrentasche gewesen. Das ist der Leatherman. Da habe ich jetzt das Taschel gekauft mit dem Magneten. Und das ist nur so ein Clip. Das heißt, weil ich habe so ein original Leatherman Taschel, das musst du mir einfadeln beim Gürtel. Ne? Und das kannst Das klippst aufklippen. aufklippen, ja genau. Und da habe ich mein Leatherman. Mein Leatherman. Habe ich noch was drin? Nein. Kein Geld drin? Nein, nicht. Kein Geld. Das ist mein Leatherman. So. Hätte ich das auch. Greift sich schon anders an. Nicht? Also, Naja, der gut. Nachbau. Ist Kostet kostet das aber als 10. 10. Ja. Muss man auch sagen. Brauche ich nicht. Weil ich war halt. Ja. Für den Einsatz, die Einsatzzeiten und die Beanspruchung bei dem Einsatz und so, ja. Heute der andere genauso. Nicht? Das, Aber wenn man ja, merkt, so, ja. dann muss man schon Leatherman. Da muss man schon ins Gespurde greifen, wenn man Ja. wirklich sagt, dann braucht was Gescheites. Ja. Schau die Achtel von einem, danke schön. Einmal bei einer Taschenkontrolle nahmen mit die Stimmgabel ab. Man hinter das 4er Waffen, wirklich warm eigentlich. Wirklich wahr. Naja gut, ich habe nicht gewusst. Ich glaube, das ist in. Weiß nicht. Der Nasenbohrer, ja, wie du gesagt Ja. hast. Ja, genau. Gerade in die Nasen vorne ein. Was, da ist nicht? Nein, geht's, komm mit. Ja, wirklich wahr. Schau mal, Alexander sagt, auf der Überfahrt dann ein Gläschen Wein. Da reden wir uns schon zusammen jetzt. No, da können wir reden, ja. Jetzt kommen wir ins Richtige. Lieber Klaus, sagt Arischner Fonte, wahrscheinlich bist du so manches Mal mit einem Offen heimgekommen. Jetzt allerdings kommst du mit ganz einem anderen Offen herum. Ich bitte um einen ausführlichen Manke-Bericht und Moped-Star. Naja, Manke-Bericht, was soll das so? Lass mich mal das. Ja, hört man was? Ja. So. Das ist einmal der Manke-Bericht. In Moped-Star bringe ich nicht zusammen heute. Stimmlich. Das wird heute ja nichts mehr, glaube ich. Ich darf mich stimmlich jetzt nicht in solche, weil es ist nicht schwarz um Singen, aber es ist viel und es ist mit ein bisschen am Pressen, weil da die Luft ausgeht. Wenn du mir nicht bist, lass meinen Moped-Star heute aus. Tooltime mit Klaus und Patrick. Naja, das war's aber. Das war aber schon was, ja. Tooltime. Binfahrt, also halt nicht Binfahrt, nicht, aber
Ich meine, das war natürlich ein Gold. Jetzt sehen Sie die Bin vor 3700. Mehr Bauer. Mehr Bauer. Von Haus aus schon 10,5 PS. Ja. Nach meiner Revision 35. Puff, zack, uff. Dieses Gerät braucht mehr Power. Wie der Klaus erzählt, man könnte glauben, er hakelt wirklich was in der Klause. Ne? Ja, Das tut ist er wirklich. Also, das ist das Einzige, wo ich da hakel. muss ich dich loben mit der Klause, wirklich. Das ist wirklich. Leatherman, amerikanisches Überlebensmesser und kein Flaschenöffner dabei. Franz, eben stimmt. Dann machen sie einen Korkenzieher. Mit einem Kronkorken, also ein Ding kannst du schon. Also ein Flaschenöffner schon, aber einen Korkenzieher ist nicht. Ja, das stimmt. Allerdings muss man jetzt echt sagen, also Korken hast du jetzt wirklich schon selten, oder? Aber Es wird stimmt, immer ja. weniger, wobei es gibt schon noch Flaschen mit Korken, natürlich, selbstverständlich. Ja. Weinflaschen gibt es noch mit Kork, aber es wird immer weniger natürlich, ja. Ulrich, jawohl, Michael Unger. Bauforum 24 ist umfangreicher. Siehst du, das war was? Patrick, wenn irgendwas war mit 16er Bund ist gegangen, aus irgendeiner Gründung, warum machen wir sowas? Dann gehen wir her und dann ist Bauforum 24 einfach kommentieren. Ja. Das wird sicher, das wird so ein Geschäft, das wird wie sagt denn das? Das wird ein Imperium. Aber Konzern. was für eins? Da muss ich gleich einen Schluck nehmen. Zum Wohle, lieber Herr Kollege. So wohl. Ja, die Starschnitte nach Georg Scheurer, die habe ich da gesichert. Das ist jetzt alles gut, dass du das sagst. Ja, Die habe ich natürlich nicht in der Gitarrentasche, die habe ich hier gesichert. Da hier unten links. da sind's, da sind's. Weil da habe ich die Idee gehabt. Da sind sie. So, Georg. Nicht, dass du glaubst, ich habe das vergessen. Da habe ich es. Da habe ich es. Die Starschnitte, der Georg hat original Büdeln ausgedruckt von uns, wo wir halt gespielt haben. Ja, zum Beispiel, das war schon wieder nicht, was heißt. Ausblick Wien, dann Röschenköller, der Dreh und Trink, Buschenschank Taschler, WGKL, was kann das sein? Weingut Karl-Lentner. Karl-Lentner. Weingut Karl-Lentner, ja, auch sofort. Und da hat er einen Original-Büdelausdruck und das zerschnitten. Das ist der Starschnitt wie bei der Bravo, oder was? Ja, genau. Und jetzt habe ich mir dann gedacht, wir machen das einmal auf Leibwand. Einfach einmal Depperts Video, wo wir das zusammenstellen, ja. Ist wahrscheinlich original kein Mehrwert dabei für niemanden von euch, aber ein Hetz. Sagen wir es so. Mir auf jeden Fall. Die Leute haben zu wenig Geld, nein Rudi, da singen die, ja, wir können es normal singen, eigentlich, das geht schon. Die zweite Stimme bringen nicht hin. Die bringen nicht hin. Ich bin leider, es klingt vielleicht für manche gar nicht so arg, aber ich bin, Nein, aber bei mir ist komplett eine Grenze bei einer gewissen Tonhöhe. Also ich merke das, wie das Reden sehr anstrengend ist zum Beispiel. Der Bobby, schon schöne Grüße aus Sierndorf an der Mach. Bravo Bobby, bravo Bobby. Servus. Michael Unger ist mehr für Swisstool von Victorinox wie für Leatherman. Ich glaube, die sind aber jetzt ziemlich preislich im gleichen, gell, eigentlich. Die Fulltime ist besser als Tooltime, ja. Ja, mal wieder jemand, genau. Wolfgang bringt es auf den Punkt. Franz M., jede Flasche kann man aufmachen. Aber Klammers, Wolfgang, der Franz M. weiß das. Das glaube ich auch. Alles, was hart genug ist, ist ein Flaschenöffner. Bravo, Franz Brandfeld. Ein Flaschenöffner braucht die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber ich glaube, es ist wirklich die Rede vom Korkenzieher. Und das ist schon, weil das eine Drucken ist kein. Also ein Korkenzieher, das ist wirklich blöd. Ja, ja, nichts verschütten, Patrick. Muss man noch schneiden, dann spielen wir wieder was. Bis dann ein Orgelbar mit Werkzeug. Habe die Ehre, schöne Grüße aus dem Weihviertel, super, Patrick ist wieder dabei. KTM-Junkie, grüß dich gut. Servus, So, grüß tut mir leid, jetzt muss ich noch schneiden. Und was spielen wir dann, Patrick? Überleg dir schon mal, was wir spielen. Wobei wir können selber, ein gefreites können wir machen, halt ohne zweite Stimme halt heute. Ne? Ja, ist ja nicht lustig. So nicht. Stimme. Nein, schieß nicht. Halt. Das, schieß nicht, aber was ja, kriegt das Schnupfen jetzt auch erst oder was?
Nein. Er macht mir Sorge auch. Jetzt, Nein, ich habe mir die Nasen eingetroffen. jetzt bin ich wieder fit, endlich, nicht wahr? Das können wir halbwegs. Ich bin voll fit, aber ich habe mir die Nase natürlich eingesprüht, damit meine Stimme noch mehr geschont ist durch die Nebenhöhlen. Aber das verursacht halt dann mitunter mal so Dinge halt, ne? So. Ne, pass auf. Ja, gar nichts. Na, gar nichts. Weißt du, was wir machen? Jetzt machen wir einen Schluck. Ja, Machen wir einen Schluck. Gut. Ich schenke mir einen Schluck allein. Ja, gut, tu mal auch. Da trinken was. Ja. Da ein bisschen ein größerer Schluckerl, nicht wahr? So. Sind schon wieder. Sind schon wieder im Anschlag. Na, pass auf. Ich würde vorschlagen, wir machen, jetzt überlege ich nur, eins von den zwei, warte, lass mich überlegen. Ein Bank oder Tisch. So, Okay. das ist meine Entscheidung. Da hat er sich durchgesetzt. Vom herrlichsten Glück auf der Welt, die Großmutter Märchen erzählt. Die Kinder, die sitzen vor Jahren doch dabei und drehen mit dem vergangenen Mai. Ein Bilderbuch vom alten Wien und Großmutter blättert darin. Nein, Kinder, das könnt's nicht verstehen. Die Zeit meiner Jugend war schön. Ein Bank und ein Tisch mit ein Windlichter drauf, ein Holzfällerlied und die Schramme spielen auf. Ein Madel und Wasser ins Weinglas erlockt, mit leuchtenden Augen, so blau wie die Nacht, verschwiegen das Platze zum Küssen gut recht, aber wer dem Herzen gern so reden möcht, die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Verschwiegen das Platz zum Küssen gerät, aber wer im Herzen gern zu reden möcht, die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Jetzt kann ich lachen. Jetzt perfekt. Einmalig, ein bisschen hochstimmen. Ja, das ist gegangen, aber Bitte um Verzeihung, wenn mein Lachanfall. Aber wie schnell das geht, wie leicht man durcheinander ist, gell? Auf einmal ist es gar nicht mehr so einfach mit dem Singen auch alles, gell? Ja, genau. Jetzt weißt du, was ich leiste. So einen ganzen Abend, was ich da für Leistung Eine großartige Leistung, auch wirklich.
Und wie gesagt, wenn ich dann einmal ein Mal spiele, wo ich seit 30 Jahren ein Tour spiele, alles hat passt. Einmal hat passt. War sogar schöner, ich finde es schöner. Kann man nichts sagen. Kann man nicht sagen. Kann man nichts Patrick, können wir jetzt Kann man irgendwas nicht- hin? Ja, sicher. Der Wolfgang meint. Also ich glaube, Singen? singen ist schon. Nein, also, beim Singen habe ich jetzt nur das Problem wirklich mit Sachen, die entweder viel auspressen mit dem Text, also viel Text, das lasse ich lieber aus, und die, wo ich wirklich rauf muss, das schaffe das würde ich mir nicht antun jetzt einfach, aber das Winkel muss halt gehen, theoretisch. Ich überlege, ob man schon wieder einen Text außertun soll. Tja, Ja, pass auf, ich kann man ja sicher jetzt aber leg herlegen. dann her, da ist ja nichts dabei. Na, was? Ist ja nichts Schlimmes. Weil bevor ich am Blödsinn singe, es geht ja nur um 2 Textstellen, die ich aber so dermaßen häufig vertue. Alfred Schwarzer. Schmattes ist unterwegs, wir genießen immer den Abend mit euch. Alfred, ich danke dir recht herzlich. Wunderbar, da muss sofort einen Schluck nehmen. Spielt alles nur instrumental, schon eure Stimme und lasst die anwesenden Applaudis die raten, welches Lied ihr spielt. Das ist eine Idee, Brigitte, ja. Das ist ja das haben wir mit Koschelrudi einmal gemacht. Da haben wir ein Geburtstagswerk geführt. Da hat kein Mensch zugehört, das hat ihn nicht interessiert. Wir haben alles instrumental gespielt. Na ja, gut. Ja. Haben wir auch mal gemacht. Wo war denn das? Auch bei einer Hochzeit vor vielen Jahren. Die uns so am Arsch gegangen ist, mit ihren Wünschen und so. Und im Endeffekt haben wir gesagt, warum uns eigentlich uns engagiert. Das war eigentlich alles klargestellt. Und dann haben wir eigentlich nur die Instrumental gespielt. Das ist ja keiner zugehört. Ja. Du, ich habe, wenn ich jetzt in Noten hole, ich hab nur kurzfristig einmal eingeblendet den Hinweis wegen einem Schmatt. Bitte, Deis. Wer will, bitte gerne jederzeit eine kleine Überweisung. Entweder per Superchat oder direkt aufs Konto oder auch alle anderen Wege sind natürlich möglich bei uns. Auch Bitte große Überweisungen. die Größe lasse ich euch über, aber es ist wurscht. Und wenn ihr uns einen Kaffee zahlen wollt oder einen Spritzen zahlen wollt, ist genauso gut, wie wenn ihr uns ein neues Auto finanzieren wollt. Also, übertrieben jetzt gesagt, aber Dankeschön jedenfalls Na, übertrieben ist für eure Zuneigung. Das ist eine gute, schöne Anerkennung. Ich freue mich drüber. Dankeschön. Gell. Für die Musik, ein Schmattes. Danke ich herzlichst. Das brennt jetzt aus, bevor wir das Engel spielen, möchte ich trotzdem noch mehr eine Werbung machen. Nämlich, Ja. Freunde, am Sonntag, 21. Juli. Am 21. Juli ist soweit, Sonntag eine Matinee beim Tschauner in Otterkring. Das Jubiläumskonzert 30 Jahre 16er Burm. Und wir würden uns so an Haxen ausfreuen, wenn wir den Tschauner vollkriegen. Das wäre unser schönstes Geschenk nach 30 Jahren. Das war wirklich ein Dann Traum. sagst du, wir hätten wirklich In der- ausverkauft. In der Heimat. Es muss gar nicht ausverkauft sein. Mir reicht schon, was voll ist. Aber stell dir vor, es wäre wirklich so, dass du sagst, ausverkauft. Was für ein Zeichen das ist, als für Otterkring und für Wien. Du sagst jetzt, schau, eine Wiener Liedergeschichte. Und das ist ausverkauft, der John. Also das wäre ein ganz großer Wunsch, aber es geht gar nicht so ums Ausverkauft sein, es geht darum, dass alle lieben Freunde und Zuhörer, Fans, das dabei seid. Ein schönes Konzert wird das werden. Ich freue mich schon so drauf. Zum Tschauner werden wir pilgern, Matthias Mariacher, eine Weltklasse. Das gefällt mir voll. Und auf jeden Fall, also das wollte ich noch mal gesagt haben, schaut rein bitte auf unsere Homepage da finden, oder ich könnt es auch gleich schauen auf die Tschauner Bühne, auf die Webseite, oder man kann auch Karten dort kaufen, wenn es offen ist. Wenn es offen ist, ja. Ich glaube immer ab 5, was weiß ich. Schaut rein, das hat mich wahnsinnig gefreut, wenn wir die Hitten vollkriegen. Also die Hitten ist gut, das ist eine Freiluftbühne. Freiluft. Wetterfest. Ja, wenn es regnet, mit das Dachel ausgefahren, es ist trotzdem wirklich angenehm dort und leibend, ja. Und das war. Schau, Susanne Moser, mein Schmattes habt ihr am Montag. Anfang bekommen, wie immer, haben wir natürlich erhalten. Ich danke recht Dankeschön. Ja. Wer beim Tschauner dabei sein kann, dem Junkie, das ist ja Wahnsinn. Und dann schüttet's. Ja, das macht ja nichts. Das ist macht ja, dort ist ja, nichts. ist ja, hat ja ein Dachel. Das macht dort gar nichts. Also ja. es hat nämlich, wenn es heiß ist, fährt das Es- Dachel weg. Und Weil wenn die- die Sonne dann richtig drauf hat, fährt das Dachel wieder Genau. über Mittag wieder drauf, dass wir keinen Sonnenstich kriegen. Das ist alle. sehr angenehm dort. Das ist wirklich leibend, ja. Und links, rechts und überall ist es offen. Ich war so offen, ja. Und das ist nämlich so, weil tatsächlich dieser Publikumsraumbereich hat in etwa die Größe von Bühne und Backstage-Bereich. Und deswegen fährt dieses Dach sozusagen über Bühne, also wo es sowieso überdacht ist, aber es fährt über die Bühne und den Backstage-Bereich drüber und dadurch geht es so leicht. Nicht? Und dann fährt es halt, wenn was ist, zu. Was ist wieder, geht's zu, ja. Also absolut leibend.
Und Jana sitzt in der zweiten Reihe, Franz End ist ein Wahnsinn. Jawohl. Tochter vom Fuchs kommt auch zum Jana, einmalig, Leihwand. Wir sehen uns beim Jana, die Maggie, genau, die hat gesagt. Georg und ich sind dabei, Brigitte, naja, das ist ein Wahnsinn. Aber auf jeden Fall sagt es weiter, vielleicht habt ihr Lust, dass selber kommt. Und es wäre uns wirklich eine große Freude. So, und jetzt für Wolfgang sicher, jetzt hat er mit Text. Ja, ui, das sind keine Akkorde, aber ich glaube, brauche ich die Akkorde? Nein. Brauche ich die Akkorde? Glaube ich nicht, oder? Das weiß ich nicht. Das Ich weiß kannst es du? nicht bei dir. Also ja. Also du kannst und durchziehst und nicht hängen bleibst dann. Ja, das werden wir jetzt sehen. Das haben wir schon Das lange nicht ist gespielt, jetzt da ein 3 F, Wochen, ne? weißt du? Die Wiener Musik hat viele Lieder, nur wenige hört man immer wieder. Der eine hat's Bummel und der andere hat's Klick. Und es ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt. Nur einer Person blieb der Umland verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein. Und daneben grollt die Menge den Herrgott aus Stein. Das kleine Engel aus Karlau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was heute geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackelt schon wieder den ganzen Tag. Obwohl das Engel so viel Kunden hat, doch hört's ganz leise Schrammelmelodien. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Der Kohlenberg, der Steffe, der Bruder, der Wein wird besungen, ja sogar der Kader. Der Tod ist ein Bruder und wir Lausburner sein. Der Wiener, der stirbt, kommt in den Himmel hinein. Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Übern Wurstel sogar hat man gewarnt und hat gelacht. Ein Loblied aufs Engel, das hat man versäumt. Und der Herrgott aus Stein sitzt daneben und weint. Das kleine Engel aus Karlau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was heute geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackelt schon wieder den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise Schrammelmelodien. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Jawohl. Halbwegs. Gelungene Komposition. Was habe ich da für einen Felder gehabt? Ich habe auf den Text dann nicht mehr geschaut. Was gehört da gespielt? Es wird viel besungen, durch Lieder geirrt. Es wird besungen. Nein, was ist das? Es wird. Fragst du aus dem Zusammenhang geht's da? Der eine hat's Bummel, der andere hat's Glück. Und das ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen. Es wird. Ich weiß nicht, es wird. Gustav, wird viel besungen, Lieder gehen. Schaut, schon hab ich, Und schon hab ich's. Ja, G7, ein G7. Ja, fix Teufel, was macht denn ein G7 da drinnen? Ne? Was schreibt er denn solche Lieder so kompliziert? Aber schau mal die Achtel von einer, ja. Danke schön. Eine wirklich schöne Nummer, ja. So ein schönes Lied, sagt der Wolfgang. Ja, wirklich, ja, eigentlich wahr. Für das Engel, einmalig sagt es eine Moser und die Achtel nicht, danke schön. Das Engel aus Kalau, ja.
der allerersten CD um. Ja. 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 Patrick, du kannst jetzt ein drittes Mal ja sagen, es bleibt auf der ersten CD um. Das weiß ich, weil ich ja gesucht habe. Ich habe ja gesucht. Wo habe ich denn die Aufnahme? Nirgends. Weil ich meine erste CD gar nicht mehr habe. Also ich Darum. Ich habe schon einen Lingo. Aber nicht im Computer drin. Nicht ein. Und daher habe ich das gesucht. Was es gibt, es ist wirklich auf der ersten CD. Ich glaube, auf der zweiten, auf der Studio Vorstellung Axel. ist drauf. Nein, Studio Axel. Hätte ich auch Habe geglaubt. ich geglaubt jetzt. Du siehst, wie ich schon als Junger geniale Lieder geschrieben habe. Ja, oder? Kann man nicht anders sagen, ja? Ich bin ein Genie! Genie! Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist manchmal sehr eng. Ja. Nein, der Wahnsinn, das ist bei mir natürlich schon irgendwo das, was zuerst kommt. Das ist ja Das klar. ist aber halt auch kein Fehler. Ja. Der schmeißen sie jetzt dumm, damit Ja, sie werden ihn noch brauchen im Laufe des Lebens, glaube ich. Schau dir Alexander Kabach sagt. So toll, gerade sitze auf der Terrasse, schaue auf den Garda und den Gardasee runter. Es wird langsam dunkel und immer mehr kleine Lichter gehen. Dazu eure Musik. Schön. Wirklich schön. Franz Engel, viel zu lange nicht gespielt. Vorstadt Plus. Was auf der Vorstadt Plus ist? Ja, doch, hab ich doch Nein, recht, das ist nicht oder? auf der Vorstadt Plus. Franz, bitte schau nach. Nein, das ist nicht auf der Vorstadt Plus. Ich glaube schon. Das ist auf der allerersten Platten. Ich glaube, dass das auf der Vorstellung ist. Wir werden keinen Richter brauchen. Auf der allerersten Platte. Das ist Engel auch drauf? Ja. Nein, die Tabakspfeifen ist da drauf. Da ist das auch. Das auch. Das Engel ist auf der zweiten, Ja. wo die Heiselfrau drauf ist. Glaube ich. Ah, ich sag nein. Ich glaube schon. Vielleicht habe ich Unrecht. Aber ich sag Franz, nein. bitte schauen Sie nach, Herr Meyerhofer, bitte. Trittverbot Susanne Faber, das, Das werden wir nicht Kann ich heute stimmlich nicht das, singen. das wird heute nichts. wie gesagt, ich darf da nicht zu viel. Heute haben wir ein bisschen instrumental Weil das, gespielt. nein, das macht nicht Sinn, Nein, aber jetzt bei Liedern, wo du sehr viel Text hast, da muss man also natürlich einatmen, aber natürlich, wenn dann die Luft ausgeht, bin ich ja nicht so professionell, wenn die Luft ausgeht, muss ich natürlich anfangen zum Pressen ein bisschen, bis ich wieder atmen kann. Und da ist das Problem, dass das dann stark auf die Stimme geht. Ja. Ja, das geht wirklich auf die Stimme nämlich. Gardasee war ja ganz großartig, also war ja auch schon lange her. Siehst du, am Gardasee war ich noch nie. Wirklich? Nein, Jetzt gar muss nicht. ich unbedingt einmal noch hin. Ich war in Garatone. Aber mit einer netten Dame, wie es natürlich viel schöner als alleine. Ich war mit mir umgerein. Ja. Du, Ja, in ja. Garatone war sehr leibend, weil dort habe ich ja den Schmäh her mit dem Schiff in meiner Klause. Richtig. Garatone, da gibt es in Garatone gibt es Vittoriale degli Italiani, von Gabriele D'Annunzio. Der Gabriele D'Annunzio, ein Schriftsteller, damals in den 30er Jahren gestorben, und der hatte die römische Dekadenz entwickelt. Das war damals, das war quasi so eine Art Spätbarock. Ich kenn diese ganzen Fotografien dieses Ja, Anwesens. ja und auch vom Schreiben her. Ne? Da gibt es also sein berühmtester Roman Il Piacere, das Vergnügen, Il Piacere. Habe ich mir gekauft damals, also ein Reklams. Da habe ich mir gedacht, das liest, schau so. Und es hat schwarz von Lesen, weil im römische Dekadenz, da wird also ausschweifend Alles, was berichtet man über sprachlich hineinpacken kann ja, man und auch reinpacken. Ja, natürlich. Ja. erklärt, die Puistern, der Gobleu, das wird also alles so, das wird ausladend beschrieben, also es geht schon sehr, bevor du weißt, um was es geht, weißt du, wie es halt dort ausschaut, ne, die Zimmer. Ich habe für sowas was über auch. Also. Ja, es ist prinzipiell halt- einmal. ja. Ja. Ja, man hat sich ja nicht lang durchgesetzt, muss man auch sagen. Aber er war ein sehr, sehr berühmter Schriftsteller und hat ihm diese römische Dekadenz begründet und war unter anderem auch Waffenerfinder. Und war ganz berühmt dafür, er ist mit dem Flugzeug, damals, nicht? Also im Ersten Weltkrieg, ist er mit dem Flugzeug von, fragt mich jetzt was Gescheites, ich weiß nicht genau von wo weg, von Italien, also irgendwo, vielleicht von Venedig oder oder ich so, weiß es so. wirklich nicht mehr, aber ja, also es war auf jeden Fall eine quasi sportliche Leistung. Ja. Ist mit dem Flugzeug nach Wien geflogen und hat über Wien Flugzettel abgeworfen, nicht? Also nach dem Motto, also dass man sich aufbegehren soll gegen den Herrscher, nicht? Gegen den Tyrannen und ist wieder zurückgeflogen. Und das war halt wieder über die italienische Grenze und das war so ein ganz Ding. Und dann hat er Fiume zum Beispiel, das ist heute in, ich glaube, Kroatien, in Fiume, hat er damals, war damals
Gouverneur sozusagen, das hat er besessen oder geliehen bekommen, keine Ahnung, und hat dort einen Staat ausgerufen. Hat alles gehabt, was du brauchst, nicht? Weil der hat auch nicht lang gehalten. Nicht? Diese Dekadenz und Präpotenz zu haben eigentlich. Ja, das war Typ. Es ist schon Typen, weißt du, ich mag so Typen, weißt du, eigentlich. Ja. Das ist schon interessant. Ja, ich mag das sehr. Ja, diese Typen war natürlich ich war gleich zweimal dort im Vittoriale delle Italiane in Das war anders. Das ist in der Florenz. In Garatone am Gardasee, dort ist es. Und war früher auch Garatone deswegen berühmt bekannt, weil der botanische Garten vom André Heller ebenfalls in diesem recht beschaulich kleinen Ort eigentlich, ist ja keine große Stadt, ein recht kleiner Ort eigentlich. Und da ist auch dieser botanische Garten vom André Heller gewesen. Also ist noch immer dort der Garten, aber er gehört schon lange nicht mehr in Heller. Der hat den damals verkauft, dass er sich in Marokko das kaufen hat. den Garten dort ausgebaut hat. Ne? Aber das war jetzt zum Gardasee. Mehr weiß ich auch nicht. Siehst du das? Aber immerhin, ich meine, ein bisschen was weiß man auch. Aber auf jeden Fall war es schön. Das Gardasee, mir taugt das auch voll. Weil ich war erst einmal dort. Ja. Der Wein ist auch gut, das ist halt auch das. Warte, dann wird es Zeit, dass du mal hier runterkommst, Alexander Kabach. Ja. Jawohl. Vorstadt Plus, gut, dass meine CDs schon mitgekommen Danke, sind. Franz. Wirklich Manchmal wahr. funktioniert mein Hirn ja doch. Der Patrick ist halt auch, das ist den kannst du auch. Ich meine, ich Kein weiß, X für den Ufer ich glaube zwar, dass Konstanz. Naja, Ich sag nichts jetzt. das ist Aber- gut, da hast du recht. Also ich hätte schwören können. Ja. In den 80ern sind wir jedes Jahr am Gardasee gewesen, Wolfgang Bravo. Mit den Motorradeln. Ne? Da fahren viel mit dem Motor, ist nicht eine schöne Strecke. Ja. Was haben wir denn da? 20 Mann hoch und viel durch die anliegenden Berge getut. Ja, das ist ja dort schöne Strecken. Mit dem Motorrad war ich schon am Gardasee, sagt der Alexander Kabach. Und da sind dann doch die Berge drumherum interessanter, da war nicht so viel Verkehr. Ja, das glaube ich, ja. Das war Und wir waren damals, wir haben umgegangen, da gehabt ein Sport-Cabrio. Geht's euch vorstellen, der Klause, Sport-Cabrio, immer reingestellt, rausgestellt. Ich meine, wenn ich drin gesessen bin, hat schon noch was ausgeschaut. Aber Sie haben Beifahrersitz? Ich bin ja gefahren meistens. Aber hallo. Aber sowas am Beifall warst du, Beifall so. Das stimmt. Zigarren. Ja, Ja, Genuss. aber meistens bin ich gefahren, muss man sagen. Meistens bin ich gefahren. Aber auch nicht, aber man hat mir halt nicht zuschauen dürfen beim Einsteigen und beim Aussteigen. Nicht? Da habe ich halt, da habe ich nicht cool gewirkt. Es sieht bei uns einem nicht so elegant aus. Ja, sagen wir mal so. bitte. Bei mir von der Länge her schon nicht, wenn ich sowas einstecke, es schaut schon lustig aus. Was du da wirklich einfallen musst. Es ist gegangen, wenn das Dach offen war. Nicht? Weil dann bin ich quasi vor mir eingestiegen, das ist gegangen. Sozusagen, Aber ja. es ist ja auch nicht nur die Optik das Problem, es war ja auch der Sound, der Soundtrack dazu. Aber ja. Scheiß, bumm, alle, geh, scheiß. Schau, wieder angehabt da jetzt. Jetzt habe ich mich da auch noch angehabt. Gell? Das ist Unglaublich. Also es war wirklich, ja. Jawohl. So, Patrick, was spielen wir jetzt da? Das Problem, diese Wegen sind nicht für kräftige oder auch für langhaxige Leute schon gar nicht gebaut. Ne? Ja, aber bei Langhaxig kannst du auch Schwierigkeiten kriegen. Aber ich sage Weiß man aus der Formel 1, warum ein Wendlinger oder ein Wurz nicht ausgesucht hat, die haben das Auto nie passt. Die sind alle 1,90, 1,60, haben auch so lange, so ein Wendlinger überhaupt so lange schleichen wie ich. Die haben nicht unterbracht ins Auto ein. Aber jetzt an Formel 1, wo kannst du nicht vergleichen. Nein, aber generell ist es halt schon sehr eng. Aber es ist enger. Weil du kommst mit dem Sitz dann auch nicht mehr weiter zurück und dann wird es eng. Aber das Hauptproblem. Unbequem, das kannst du fahren, Ja, aber es ist unbequem. nicht bequem einfach. Ja. Aber das Hauptproblem haben wirklich eher die, wurscht ob lang oder kurz, die Bladen. Die Bladen, Warum ja. nicht? Ich sag's wie es ist. Weil so eine Blade ist das echt eine Tourerei. Aber wenn ich mal drin gesessen bin, was glaubst du? Ich habe ausgeschaut, na, wie der. Ne? Aber wie gesagt, einsteigen, aussteigen, das ist nicht miterleben dürfen. Das wäre zu viel gewesen fürs Auge. Da war die ganze italienische Coolness beim Marsch. Ja. Ja. Ein Fiat 500 Tourbus war auch nicht ohne. Das stimmt. Ja, Legendär. Der war. Legendär. Also, Fiat 500 hatte ich in weiß und die Beschriftung war Tourbus
16er Bub. 16er Bub. Und das war wirklich, weil es war wie der Vorderteil von einem Tourbus. Nicht? Also Ja. von der Motorblock. Prinzip, ja. Aber hat uns überall hingebracht, wo man hin wollte. Gell? So wie es Sind wir sein. von Goldeck im Winter einmal heimgefahren. Na, alles? Na, servus. War 8 Stunden von Goldeck, das war der Tourbus schon. Glaube ich nicht. War Ich das, glaube, das ist der Monteo. war das der Kano? Der Monteo, glaube ich, war das. War das der Monteo da damals? Ich glaube. Aber was der, nachdem ich, was ich heute schon alles glaubt habe, was ein Blödsinn ist. Nein, das war schon ein kleiner Das ist schon Schauer, recht, weil wir ja. angehört haben noch. Das weiß ich noch, das war ein kleiner. Und dann wird es eher, ich glaube aber dann war es eher noch der Dann noch der Kano. Kano, ja. Weil es schon länger her ist, ein Gold. Ja, ja, ja. Also nicht das Auto. 8 Stunden heimgefahren, bist du neisch. Aber so haben wir was zum Erzählen, ne? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Beim Taschler. Jawohl, beim Taschler. Ein klasser Wiener Heiligenmarsch. Einmalig. Einmalig, Susanne Moser verabschiedet sich. Und wir wünschen euch das Beste, gute Alles Besserung. Gute und bitte, ja, halt die Ohren steif und es wird schon wieder werden. Ja. Du. Ganz Nächste sicher. Nachfrage morgen in der Früh bei der Morgensendung. Ganz klar. Ganz klar. Hoffentlich wird es endlich besser. Aber das ist natürlich ein Schmarrn, ja. Ja, jawohl. Jawohl. Da geht's gut. So, pass Geht auf. schon wieder. Jetzt haben wir noch ein Lied gedacht. Das haben wir noch ein Lied gedacht. Na, Blaue bitte. Tinten gehen wir. Ja, da, wunderbar. Ich schenke mir einen Schluck allein. Das schwitzt, da ist heute da.
Ja, aber es ist so. Ein Schluckerlach, bitte, so. Ui, 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 ui. Ja, mehr so ein Schluckerl ist nicht mehr wollen. So ist das Leben. Die blaue Tinten. Auch so eine wunderbare Komposition von dir, wie der Klaus Herrlich. Ja, es war ursprünglich ein Gedicht von mir. So habe ich ein Gedicht geschrieben für ein Mädchen, das ich verehrt habe. Und die hat mir einen Korb gegeben, also bevor ich mir aufhalte. Und dann, habe ich also ein, 2 Jahre später wieder ein Mädchen verehrt. Und dann habe ich gedacht, das ist praktisch, ich habe schon ein Gedicht. Habe ich das. Ein Schlitzer. Naja, ja, wenn ich schon habe, ne? Und hat aber auch nichts gebracht. Dann habe ich mir gedacht, ich verton's, dann verdiene ich vielleicht ein Geld damit wenigstens. Ja, ist ein bisschen was, ja. Sehr unromantisch, aber so ist es halt. So ist es. Wie geht denn das überhaupt? Wenn ich könntet, die fliehen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller der Recht tief, so schreibe die heute am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreiben die heute am Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Gebogen so aus die Kalligraphie. Wenn ich Geld hätt, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreibst du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lieb zu mir. So kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier. Bis ich dich spiel.
Weingarten am Pieselberg. Ich bin dort gern, bei mir kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Pieselberg. Transit nach recht und nicht verkehrt. Man fällt die Vogel dort noch singen, hin und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Leben sich die Wolken erst verzogen, dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieselberg, das Fleckerlehrt es mir allein nicht gern. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfallwein. Weingarten am Pieselberg. Ich bin dort gern, bei mir kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Ruhe. In meinem Weingarten am Pieselberg. Das Fleckerlehrt es mir allein nicht gern. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfallwein. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieselberg, der Fleckerlehrt es mir allein nicht gern. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfallwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfallwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Euchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Mein lieber Freund Dankeschön. und Kollege. Großartig. Ein kleines Medley. Ein kleines Ja. Medley Deluxe. Deluxe. Ich hab gerührt ganz erst. Also, Was bist du? zum Wohle. gerührt. Gerührt, gell? Schöne Nummer. Das ist schön. Gefällt mir auch, ja. Aber so, was ist ja arg eigentlich? Wenn du das schreibst, also bei mir, wenn du das schreibst, kommt dir das gar nicht so viel. Kommt das so vor? Ja, ist so, ja. Da denkst du, ja, sehr. Da bin ich auch schön, auch sehr lieb, ja, aber die ist wirklich schön. Schauen wir mal, was kann. Ja, jetzt spielen wir es einmal, jetzt alles geschehen, jetzt spielen wir es einmal eine Zeit lang. Aber wirklich, dann irgendwann merkst du es erst, ja. Ja, wirklich wahr. Die Achtel von einer danke ich vielmals. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, ich mache nochmal ein Gespüde drauf. Du gerne? Ein Gespüde? Hast du einen Wunsch? Naja, ich denke gerne meinen alten Werner-Marsch mal wieder. Mach mal einen alten Ich mach einen alten Werner-Marsch, schon lange nicht gespielt. Klar, Ich sowieso. habe einen alten Werner-Marsch. Das ist Leibwand. Jawohl. Von Anton Pischinger. August Berger. Anton Der Pischinger. Lehnermarsch. Der Lehnermarsch von Lehnermarsch. Anton Pischinger, ja. War knapp, ich war knapp. Wie Na, August? Blödsinn, Tata. August Alte Berger Wernermarsch heißt ist er von Karl Resch. Ja, eben, weil Karl Resch. der andere sagt mir gar nichts, weil er noch nie gehört. Karl Resch. Genau. Karl Resch. Alter Werner-Marsch. Peinlich. Da steigt er nochmal. Wo ist er? Na, so ein Blödsinn. Wo ist wieder der Schluss? Das war der Ist Schluss das noch einer schon. spielen wollen? Nein, war der Ja, Schluss hat schon. das Passt schon, schon, ja. ja. Aber Was der das wieder rein? ist- Was der wieder man reingefunden? spielt was jahrzehntelang. Ja. Ich habe ja einmal voll in den Gatsch gegriffen. Das ist ja. Jetzt siehst du, Aber wie es mir geht. voll in den Tagtäglich. Gatsch einmal. Tagtäglich, wenn ich in Gatsch greife, Gatsch singe und überhaupt, ne? Also Das ist ist nicht leicht. Das ist selten nicht oft so- nicht.
Ja, wieso? Ganz bald hin. Brigitte Scheuert auch wahnsinnige Schmerzen. Ui. Muss auch liegen, gell? Na geh, was hast du denn, Brigitte? Jesus, nein. Also auf jeden Fall wünschen wir dir alles Gute. Aber eure Musik trotz Schmerzen genossen, danke. Naja, pass auf. Ja, aber da haben wir noch, bevor du schlafen gehst, da haben wir den letzten Schluck. Den letzten Schluck, den ich im Glas habe, widme ich unseren Krankensesseln, auf das möglichst der Schmerz sich verabschieden möge. Und zwar bestmöglich schnell, Ja, soll bitte heißen, darum. jetzt. Sofort. Und die Besserung eintritt, eine vollkommene, schnelle, rasche, absolute, 100%ige Genesung. Das wünschen wir euch allen, die da stark betroffen sind. Auf euch, Auf echt. den letzten Schluck, den Letzter letzten ja. Schluck. Prost. Schon langsam kommen wir heute zum Schluss schonen sich Ja. die Stimme noch. Nachdem es ja ohnehin der letzte Schluck war, machen wir jetzt den Schluss. Machen wir jetzt den Schluss. Machen wir Schluss. Machen wir Instrumental zum Schluss, oder? Mhm. Dann machen wir, Bleiben wir bei Instrumental. bleiben wir beim Instrumental. Machen wir die Ruf- und Leiertänze, Ja, oder? ja. Zum Schluss machen wir es Das darfst einmal. du aussuchen. Das Machen wir die ist Ruf- und Leiertänze, ja. Ruf und Leute, das passt. Mit dem verabschieden wir Dem uns. verabschieden wir uns heute, ja. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht morgen in der Früh um 9 Uhr beim Podcast. Jawohl. Facebook und YouTube. YouTube. Wenn ich daran denke, probiere ich es auch jetzt, dass ich das morgen vielleicht schon probieren kann, aber das heute vergessen auf LinkedIn. Auf LinkedIn, okay? Weil das kann ich dann von der Klause nicht mehr machen, weil da habe ich wieder zu wenig wird- Bandbreite. Das kann ich nur da, weil heute habe ich vergessen auf das, schlicht und einfach. Weil was glaubst du das denn? Weil das ist ja intellektuell hochwertiges Das ist- Gespräch, das passt ja auf LinkedIn. Heute war es ja. Ja, was Heute heißt war's nicht? Absolutes, aber Ich war gescheit, ich war selber geschrieben, wie gescheit wir sind jetzt. Ja, ja. Vielen Dank für Ihre Wünsche, ich gebe die Hoffnung nicht auf, wieder die Alte zu werden. Aber ja, Ja. Brigitta, mit Druck Jawohl, Brigitta. unbedingt. Franz meint, wenn man in den Gatsch greift bei der Harmonika, verbiegt es nicht die Knöpfe. Franz, ja, da war's bei. Ein schönes Schlusswort. Dieser Danke, Schluss, Franz, zu diesem Schluss. Wir danken euch herzlichst für euren Schmattes, den ihr umwachsen lasst. Ich blende es nochmal ein. Wenn euch die Musik gefallen hat, dann haut uns ein bisschen was in den Hut. Größere, kleine Beträge immer wieder gern gesehen. Denkt dran an unseren Jubiläumskonzert am 21. Ich blende es auch nochmal kurz ein, weil ich meine, das ist halt, das weißt du. Schaut's her. 21. Juli. Vielleicht habt ihr Zeitlust. Das war wirklich eine leibende Geschichte. Und dann möchte ich eins auch noch ankündigen, das werden wir dann nächstes Mal sowieso besonders einmal besprechen, dass wir in 2 Wochen haben wir dann schon eine Pavlatschen, die ausgestrahlt wird vom Bissenberg, Isenberg, ja. vom Köller, vom Weingut Höfler, vom Ausblick Wien, weil da werden wir die Gründungssitzung haben vom Fanclub, vom offiziellen 16 Uhr Fanclub. Also keine Angst, es wird keine in dem Sinn jetzt die Übertragung eines faden Vereinssitzungstreffens, nicht. sondern es werden halt Gar ein paar nicht. grundlegende Sachen sozusagen gemeinsam mit euch geklärt, ob es dabei seid oder nicht. Beim Club ist da jetzt in dem Punkt wurscht, aber keine Sorge, es wird natürlich schon das Wienerlied Überhand behalten dort, aber es wird in 2 Wochen sein. Ja, und gleich ein paar Tage drauf spielen wir unser Sommernachtskonzert, auch beim Ausblick. So schaut's aus. Das gefällt mich auch schon. Das gefällt mir auch schon. Ja. Wir haben auch nochmal die Werbung rausgehauen. Aber ich finde es alles ohnehin bei mir auf der Auf Homepage. der Homepage Bei ist uns. alles. Bei Alles, uns. Bei mir. alles. Bei mir findet ihr es nicht, bei uns auf der Homepage. Und ja, die nächsten Termine kommen schon rein. Fix sind sie bereits vom Stippert, Stippert ab Oktober wieder. ab Oktober beim Stippert, ja. Die muss ich noch eintragen, aber die sind fix. Und wie gesagt, dann haben wir immer noch. Otterkringer Kirchtag habe ich die mündliche Zusage, das kann ich schon so weit verraten. Richtig. Also schriftlich sogar, aber noch kein Vertrag, Ja, aber aber das ist auch fix. das mir fix Was eingetragen ist wann? Was ist Am wann? 22. September, 11 Uhr wieder, Sonntag Vormittag, Sonntag wieder, ja. Frühschoppen mit uns, ja. Vorband vom Kasperl. Schauen wir, was nachher kommt. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber mittlerweile, jetzt haben wir dann Gerüse benliert, wenn Wurstel kann keiner Brüssel, das kein Problem, ja. Das kann ich. Und ja, das ist ja auch noch gute Werbung, das ist auch noch gut gesagt. Ja, das reicht ja nicht. Ja, und dann sind wir immer noch am. In Litschow sind wir natürlich auch, muss man Litschow ist sagen. klar, Ja, das ist logisch. Ich rammel gleich fest. Selbstverständlich. Großartig. Erstes Wochenende. Ja. Davor ist noch Taschler, Taschler, ja. 4. glaube ich. 4. Donnerstag, 4. Juli. Ja. Das haben wir schon im Juli, ist ja Wahnsinn. Ja, die Zeit vergeht mir rüber. Na gut. Freunde, und so weiter und so fort. Ihr findet alles auf unserer Find's alles auf unserer Homepage. Danke für ein Schmattes, Dankeschön fürs Nachschauen, danke fürs Dabeisein
und auf bald wieder. Pfiat euch gut, Baba. Vierte. Vierte gut, macht's es gut.